Ich hätte mir doch eine Jacke mitnehmen sollen, fluchte Katja und verschränkte band die Arme vor der Brust. Ich gab ein leises Schnauben von mir. Es war klar, was sie wollte. Kurz darauf kuschelte sie sich in meine warme Downjacke, und wieder einmal war ich es, die frieren musste. Doch für ihr dankbares Lächeln war dies nur ein kleines Opfer. Es war spät am Abend, wenn nicht sogar schon Nacht, und in der engen Straße, durch die wir schlenderten, gab es nur wenige Laternen, so dass man aufpassen musste, wohin man in der Dunkelheit trat. Denn hier kam es nicht selten vor, dass Hundescheiße, Müll oder Kotze oder ab und zu sogar Blutlachen den Weg verunreinigten. Es war wirklich nicht das angenehmste Viertel, in dem wir wohnten. Aber der Mietpreis war so schön günstig gewesen, perfekt für zwei mittellose Studenten. Es war nicht mehr weit bis zu unserer Wohnung. Da nahm ich etwa 100 Meter vor uns eine Gestalt an der Hausecke wahr. Zuerst hatte ich gedacht, es sei nur ein Schattenspiel. Doch als seine Umrisse deutlicher wurden, konnte ich einen hageren Mann ausmachen. Er stand an der kalten Mauer gelehnt und in gekrümmter Haltung, gehüllt in eine abgewetzte Decke. Vermutlich ein Obdachloser. Von denen gab es hier einige. Ich hatte zwar Mitleid mit ihnen, aber eigentlich war, als wir näher kamen, schien ein Ruck durch den Körper des Mannes zu gehen, und mit einem Mal löste er sich vom Schatten der Hauswand. Schwankend blieb er nur wenige Meter vor uns stehen. Ich konnte durch sein leicht gestörtes Grinsen die faulen Zähne sehen, während er uns aus kalten, starren Augen musterte. Mich fröstelte es, und das lag definitiv nicht nur an der Kälte dieser Nacht. Ich machte schon Anstalten, die Straßenseite zu wechseln, da umschlang Katjas zierliche Hand meinen Arm. »Keine Vorurteile«, meinte sie und lächelte mich ein wenig vorwurfsvoll, dennoch aufmunternd an. »Er schmeckt bestimmt genauso wie alle anderen.«